Schuh scheint er keinen Kant zu haben. An den Füßen kann er nie strömen. Aber immer offene Sandalen, egal was für Wetter das war. Wo er einfach Arm trat. Aber egal was passiert ist, er hat nie den Humor verloren. Auf der Schiller, wo der Unterarm gefehlt hat, da hat er immer ein großes Kasten gewiesen, wo die Zeitungen drin waren. Die, wo er immer bei Wind und Wetter konnte passieren, was gewollt hat, im innersten Dorf ausgetragen. Er hat keinen Grund gesehen, der mal nicht gemacht worden ist. Leidenschaft hat er gehabt. Dass er Nebengeher, Freckengeher an der Karte spielt. Er hat also auch in so einem riesigen grünen Baum geglaubt. Meistens aber ein Bruchstein. Da hat er gespielt bis morgens 2, halb 3. Er war gerade so lang. Und dann wurden vor der Post die Zeitungen abgelehnt worden. Da konnte Sinn man wohl, der Ramo hat seinen Tag voll gemacht und hat sie ausgegraben. Die Leute konnten sich darauf verlassen. Eines Abends wurde dann nochmal so weit. Die 4 Silvier haben an ihrem Tisch gesitzt und gereizt, gemauert und stoß. Weil der Ramo nur eine Hand hat er vor sich am Tisch einen Karthaler gehabt. Das war ein 4-Stück Holz mit einer Nut. Und dort drin hat er seine Karten sortiert. Und das ist kam wie Donnerwetter. An dem Abend war draußen Sauwetter. Man hat keinen Hund vor der Tür gejägt. Der Nickelchen, der war nicht ganz dicht. Der hat am Büffel gesetzt, ist über den Hof gestanden und hat sich an den Kartentisch gestellt. Er hat sich direkt hinter der Rammung gestellt. Ein Kiwis hinter sich, das konnte er vor Schrecken nicht leiden. Weil aber der Nickelchen nicht ganz bei Trost war, wollte der Rammung doch nicht einfach fortgehen. Da sah er vor Spaß, sah er zu uns. Hey, mein Nickelchen, auch kannst du gut bei den Leuten im innersten Dorf gehen und denen Bescheid sagen, dass Eichhaut wegen dem Sauwetter keine Zeitung bringen will. Wenn du zurückkommst, dann kriegst du auch ein Bier. Die am Buffet, die haben sich angelogen. Da stimmt doch etwas nicht. Der Ramo will sein Zeichen austragen. Das giftet nicht. Der Nickelchen hat seinen Schirm geschnappt und ist verschwunden. Ohne ein Wort zu sagen. Noch gut 2 Stunden geht die Bereibung die Tür auf. Und wer kennt drin? Der Nickelchen. Patschnass! Alle haben den Dächern angelogen. Wo kommst du da her? Ich möchte euch nur bestellt sagen, dass der Ramo Haut keine Zeitung bringt. Alle haben sich fast kaputt gelacht. Und der Nickelchen hat sein Bier gelegt, hat den Fluss ausgetrunken. Und so um 2 Uhr hat der Ramo eine Tasche voll gemacht, hat die Zeitungen und ist trotzdem da wieder zur Austrag gegangen. Ja, den Klimalaut. Die Menschheit, die Menschen, kann man ruhig sagen, die wurden damals, so wie der Ramo, arm wie ein Kirchenhaus. Wir hatten über Nacht Mittelbrot im Haus, haben hinten und vorgespart, an jede Pfennig 3 Mal gedreht. Wir wurden aber nicht geizig, arm wurden. Sie haben jedem geholfen, was sie nur konnten. Was die Armut vor Blinden getrieben hat, das werden in der nächsten Geschichte. Ein Piesperl. Da war schon das Stückchen vor sich. Ein Wort, wie man damals gesagt hat, ein Graudach. Vielleicht kennt ihr noch den Ausdruck. Graudach. Gleich wird der Herd abgetötet. Ein Piesperl war so Graudach. In der Burgas hat gewarnt von 3 Geißen,
nur ein Wies. Das war natürlich nicht genug, vor den Winter zu kommen. So davor, wo jeder einzelne Grashhalm wichtig. Ed ist jeden Tag, den Gott erschaffen hat, grau gegangen. Über seinen grauen Rock hat sich ein Halsschetz als Furruch gefunden. Um Kopf ein Kopftuch, in einem Arm ein Fudertuch und in der Hand die Sichel. So ist die Burgersrolle in die Kapelle Wald. Und es ist nicht früher herum, bis das Fudertuch voll mit Kraut war. Es war Kraut. Um Kopf hat das Tuch jongliert und hemgeschrieben. Es war schon schwer, vor über die Runde zu kommen. Handschuh gehört jeder Fan ist mindestens 3 Mal gedreht worden. Im Sommer haben die Frauen vor der Tür auf der Treppe gesetzt. Und im Winter sind sie mal gegangen. Das war das einzige Vergnügen, eines Abends hat Berit sich in Lauschütz vorgebunden, hat seine Schuhe angezogen und dann ein sauber Kopftuch hingebunden. So ist dann das künstlich Frauenmensch der Burgersruf bei den alten Engeldinger. Die Alten haben einen Vogel gesetzt und gestritten. Wenn jemand sagt, Engeldinger Fels, Bärbel, wie lebst du dann nochmal noch drin? Hast du schon nochmal verkehrt an? Hast du nochmal nicht aufgepasst? Doch, sagt Bärbel. Das hat er nicht gern gemacht. Nur rechts wurde jetzt ganz schepp abgelaufen. Jetzt kommt er nicht verkehrt gemacht. Ist die andere nach abgelaufen. Und dann rendiert sich was noch gerade weiter. Geiz ist geil. Geht nach über die nächste Schießscheibe. Ein Brill oder ein Gewiss im Haus. Das war von der ganzen Familie. Vor jedem Ende. Oder vor auch kein Geld da. Das war aber nicht, weil sie geizig wurden. Sie wurden ganz einfach arm. Damals und Tilde, die haben sich im Enschurweg eine schöne kleine Heizung gebaut. Gerade groß genug für sie zwei. Kinder haben sie kennengelernt. Damals war Schmidt auf der Grube. Und über da hat man nicht viel verdient. Es hat gerade gelangt, vor die Schulden abzutragen und vor zu leben. Groß springen konnten sie kein machen. Da müssen sie sparen. Sparen, das manchmal ausgesehen hat, als wären sie geizig. Hätte man damals den Spruch, Geiz ist geil, dann hätte er gestimmt. Damals, der war im Fidelio im Gesangverein, Kutscher Schmatz. Der Gesangverein, der Fidelio, hat in seinem Elternhaus einen Straußschmatz sondersmorgens geprobt. Die Proben sind dicker wie einmal, ausgeahnt und haben dann gedauert bis in der Hälfte nahe. So hat die Schule. Der Matz hat gar nicht mehr gewusst, wie er heimgekommen ist. Bis auf der Abtritt hin am Haus. Nicht im Haus, Spülklosett, nee, Blumenklosett hin am Haus, dem schönen Herzchen dran. Bis dahin hat er gerade noch gepackt. Das hin und vor losgegangen. Am nächsten Morgen hat er dann überall sein Gebiss gesucht. Es war nirgends zu finden. Über Dämon ist und gedämmert. Das kann nur im Abtritt liegen. Zum Ziel sagt er, der Abtritt, der muss unbedingt raus. Der soll überlaufen. Ich habe gut Zeit, ich trage noch mal bei der Kappe. Der lacht noch, der Wort, richtig Düngung. Er hat den Kuhschäfer und 2 Hämer geholt und hat angefangen.
Immer vor immer rausgeholt. Wenn es nach dem Kopf nicht dazu gestanden hat. Irgendwie hat er geflucht und sich geschworen, in meinem Leben ist auch nicht mehr so viel. Aber mal fertig mit dem Buchscheppen und mit Ständen bin. So sieht er im Buchschepper sein Gebiss. Oh ne. Schnell hat er gegamscht. In den Buchsensack gestopft, ein Abtrittsloch zugedeckt, den Buchschepper und die Ämer geschnappt und an der Backrunde unten im Garten sauber gemacht. Und dann ist er ab in die Keller, an den Graben, hat sein Gebiss aus dem Sack geholt, die Wurzel durchgeschnappt, angefangen mit Schwerself zu schlucken. Mindestens 20 Mal hat er ihn abgespielt und dann angedeutet. Gott sei Dank, der Chile hat nichts mitgekriegt. Die nächste Gesangsstunde, die war am nächsten Sonntag. Und ist noch genau gespielt worden. Herr Us im Dorf Herr Us hat früher nur eine Handvoll Erzbauern. Kuhbauer waren an der Tagesordnung. Die meisten aber wurden Krauter mit der Geiß. So wie Biesberger. Die Geiß ist gehielt worden wie ein Auerl. Ein paar wurden sogar zur Zucht gehalten. Die Helsweiler Bixer, die waren weit und breit bekannt und begehrt. Und was so richtiger Gesichter war, der hat kein Stückchen Geld gemacht mit seiner Geiß. Zu aller Armut wurden sie aber tiefgläubig, die Leute. Der Herr gesagt hat, das war wie ein Bund. Aber nochmal zurück am Parcours zu den Geißen. Jeder aus dem Dorf hat gewusst, wo der Buchstall oder die Buchstation ist. In der Linnegasse hat bis in den 30er Jahren der Kirschhanne, der Gipser aus Gehringen, der war München, dieser geheiratet hat, auf stattlichen Geiselhof. Er hat gar nicht langweilig gefroren, wo der steht. Man hat nur gleich den Besuch losgegeben. Man sagt sich nicht von Neisch, da stinkst wie ein Buck, 100 Meter gegen den Wind. Oder da stinkst wie der Buck an Michelstag. Was hat der Michelstag mit dem Gestank zu tun? Er hat schnell aufgeklärt. Der Michelstag, der 29. September, das war im wahrsten Sinne des Wortes der Stichtag. Der Stichtag war die Geißen. So um den 29. wurden die Geißen buckig. Und das in ganz Großstädten, nicht in der Natur, nur an einem Tag. An einem Tag nur. Neuer Wort drin. In der Zeit hat der Buck müssen seine Mann stehen. Und 5 Monate später, also um die Osterzeit, wurden dann in fast jedem Haus in Helsweiler der Ziegelschein. Und an Weißen Sonntag hat dann immer Ziegelsbrot gegeben. Etwas Feines. So weit, so gut. Eines steht morgens, diese kenntliche Stallkum und die Geißel streichen. Die hat aber gemacht wie verrückt, hat gemeckert am Zeichen, hat mit der Pilz gewählt und geboren, hat noch irgendwie getrippelt und an der Kette gezerrt, vor Furcht. Und die Kette hat genau verzeichnet. Die Geiß, die war buckig. Und sie hätten das heute am selben Tag wie mir eben gehört bei der Buck. Das geht doch nicht, sagt er. Heute ist doch Sonntag.